Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns den Unterschied zwischen Ausreden als Nomen und Ausreden als Verb an. Beide Wörter sehen gleich aus. Aber sie haben ganz unterschiedliche Bedeutungen. Bleib bis zum Ende, um beide Begriffe mit vielen Beispielen zu verstehen. Teil 1: Ausreden, das Nomen. Die Ausrede ist ein Substantiv und steht im Plural als die Ausreden. Es bedeutet eine Entschuldigung oder einen Vorwand, der meistens nicht ehrlich oder nicht glaubwürdig ist. Man benutzt eine Ausrede, um eine unangenehme Situation zu vermeiden, sich vor Verantwortung zu drücken oder eine Pflicht nicht zu erfüllen. Typisch menschlich, jeder kennt das. Jemand hat etwas nicht getan und gibt eine Ausrede. Anstatt die Wahrheit zu sagen, Beispiele. 1. Ich habe den Bus verpasst, Ausrede dafür, dass man zu spät ist. 2. Mein Hund hat meine Hausaufgaben gefressen. Klassische Schülerausrede. 3. Ich konnte nicht kommen, weil ich krank war, obwohl es nicht stimmt. Wichtig: Ausreden sind meistens nicht die Wahrheit. Sie dienen dazu, sich selbst besser dastehen zu lassen. Teil 2: Ausreden, das Verb. Das Verb ausreden ist ein trennbares Verb und hat zwei Bedeutungen. Je nach Kontext: Bedeutung 1: zu Ende sprechen dürfen. Man benutzt das Verb ausreden, wenn jemand einen Satz oder Gedanken fertig sprechen will, ohne unterbrochen zu werden. Beispiele. 1. Lass mich bitte ausreden. 2. Du hast ihn ständig unterbrochen, er konnte gar nicht ausreden. 3. Ich habe dir zugehört und dich ausreden lassen. Hier geht es um Respekt und Kommunikation, also jemanden nicht unterbrechen. Bedeutung 2: jemandem etwas ausreden. Das bedeutet, dass man eine Person überzeugt, etwas nicht zu tun, man redet es ihr aus. Beispiele. 1. Ich wollte mir ein Motorrad kaufen, aber mein Vater hat es mir ausgeredet. 2. Sie hat ihm die gefährliche Idee ausgeredet. 3. Der Lehrer hat mir ausgeredet, die Schule abzubrechen. Hier geht es um Überzeugung, jemandem eine andere Meinung geben, so dass er seine ursprüngliche Idee aufgibt. Teil 4: Also, zusammengefasst. Ausreden-Nomen sind faule Entschuldigungen. Ausreden-Verb bedeutet entweder zu Ende sprechen oder jemandem etwas ausreden. Wenn du den Unterschied jetzt kennst, hast du einen weiteren Schritt gemacht, dein Deutsch zu verbessern. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir dieses Video geholfen hat, gib uns ein Like und abonniere den Kanal für mehr Deutscherklärungen. Schreib uns in die Kommentare, hast du schon einmal eine Ausrede benutzt? Oder hat dir jemand etwas ausgeredet? Wir sind gespannt auf deine Geschichten.